Guten Abend miteinander. Es ist Sonntagabend und ich habe mich live zugeschaltet von daheim. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Livestream. Wir wollen ein bisschen zusammen chatten, zusammen diskutieren. Also bitte schreibt im Chat, kontaktiert euch mit mir, gebt mir ein bisschen Antworten, dass ich da nicht einfach ein Selbstgespräch mache, sondern dass ich da ein bisschen ein Echo habe. Heute geht es um das Thema den Plausch haben. In der Schweiz sagen wir viel, anstatt Spass, sagen wir, ich habe den Plausch. Ich habe den Plausch. Habt ihr das schon gehört? Am Morgen, am Abend haben wir auch einen Kurs, einen Montagabend-Kurs für Schweizerdeutsch. Und dort ist eben das Thema auch den Plausch haben. Hallo Olivia, hallo Luai. Luai, schöner Name. Und an was habt ihr den Plausch? Ja? Zum Beispiel jetzt im November, was kann man machen? Hallo Sherab. Was kann man machen? An was habt ihr den Plausch? Ich habe zum Beispiel den Plausch, wenn ich mit meiner Familie Velo fahren kann. Ja, Olivia. Oder an was hast du den Plausch? Ich habe den Plausch an etwas. Ich habe den Plausch am Inlineskaten. Vor allem, wenn ich vielleicht mit jemandem zusammen gehen kann. Ja, aber ich bin nicht unbedingt so Inlineskaterin, zum Beispiel für einen Skatepark, das nicht. Du hast den Plausch am Schwimmen, Olivia. Ja, Schwimmen ist ja nicht unbedingt nur langweiliges Hin- und Her schwimmen, wobei du kannst auch den Plausch haben an dem. Aber guten Abend, Golmesa. Luai, du bist jetzt 2 Jahre in der Schweiz. An was hast du den Plausch in der Schweiz? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was macht dir Freude? Was macht dir Spass? An was hast du den Plausch? Ihr könnt mir schreiben im Chat, an was ihr den Plausch habt. Ich hoffe, ihr habt vielleicht heute etwas gemacht, wo ihr den Plausch habt daran. Ich bin zum Beispiel Olivia, du hast auch den Plausch am Velofahren. Du hast Spass, Kuttel. Sherab, ich verstehe nicht genau, was du meinst mit Kuttel. Jean, du hast auch den Plausch am Velofahren. Schön. Aber vielleicht, ich weiss nicht, geht ihr noch Velofahren jetzt im November? Oder was macht ihr? Ich habe zum Beispiel auch den Plausch, wenn wir Freunde treffen, zusammen etwas reden, trinken oder auch Luai, du hast den Plausch, wenn du in die Berge gehst, wandern. Du hast den Plausch am Wandern. Sherab, du hast den Plausch am Fußballspielen. Super. Mein Sohn ist auch ein Fußballer. Olivia, du fährst im November auch noch Velo. Also du hast, solange es keinen Schnee hat, sehr wahrscheinlich bist du mit dem Velo unterwegs. Ja. Shooten ist auch immer lustig. Olivia, du tust gerne shooten, ja? Ich habe früher manchmal ein bisschen geshootet, aber ja, nicht ungern, aber es wäre gut, wenn es würde mehr den Plausch machen, wenn man es ein bisschen besser würde können als ich. Ja, ich denke, ich habe zu wenig den Plausch am Fußball spielen, weil ich zu wenig trainiere. Ich bin nicht so Herrin vom Bau. Also mit dem Bau macht manchmal, was er will. An was habt ihr den Plausch? Dein Sohn tut auch gerne shooten, Olivia. Es gibt auch Leute, die den Plausch haben, wenn sie an ein Fußballspiel gehen können oder an ein Hockeyspiel. Ich habe gehört, Fribourg-Gotteron, also das ist da, ich bin in Fribourg aufgewachsen und das war so unser Hockeyteam gewesen. Und dass die jetzt ganz gut sind, also dann ist es natürlich der Plausch, wenn man an so ein Match gehen und mitfiebern und sein Team anführen. Ja,
Das kann auch der Plausch sein. Was sagt ihr sonst noch? An was habt ihr den Plausch? Es gibt auch viele Kinder. Scherab, du tust sehr gerne shooten. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel so... Olivia, du meinst, Hockey ist zu gewalttätig für dich. Du hast nicht so den Plausch am Hockey. Ja, Hockey ist ein bisschen tougher, ein bisschen härter, ja, als Fußball sehr wahrscheinlich. Bei den Fans weiss ich nicht. Sind die Fans auch gewalttätiger im Hockey? Ich weiss nicht. Also, zum Beispiel, man kann auch den Plausch haben an ganz einfachen Sachen, die nichts kosten, eben so wie Velofahren oder Wandern oder was noch? Hallo, Around the Globe. Wir reden darüber, an was wir plauschen, was uns Spass macht, was wir lustig finden. Man kann den Plausch haben zusammen mit Freunden. Man kann an einer Party den Plausch haben. Ja, aber man kann zum Beispiel auch in den Europapark gehen oder in so verschiedene vielleicht Museen, wie zum Beispiel das Technorama oder so. Und dort kann man den Plausch haben. Hallo Peter, hallo Zahir. Jetzt ist die Frage, an was habt ihr den Plausch? Ja, genau. Ein Bierchen trinken, Olivia, mit Freunden zusammen sein, das kann auch der Plausch sein. Man kann auch sagen, oh, wir haben es fidel, wir haben es lustig zusammen. Ja, es ist so gemütlich, eine gute Stimmung, wir haben es ganz fidel gehabt. Around the Globe, genau, Europapark, das ist auch der Plausch, das ist natürlich der Hit, vor allem bei jüngeren Leuten, aber ich glaube nicht nur. Aber das kostet halt einfach sofort. Sherab, der Montagabendkurs, das ist eine gute Frage. Du möchtest gerne am Kurs mitmachen. Da unten hat es einen Link unter dem Ding, aber du kannst auch auf swissgermanonline.app gehen. Und dort ist unsere Homepage und dort kannst du dich einschreiben, sign in. Und du kannst einen ganzen Monat lang gratis das ausprobieren, wie er dir gefällt. Du kannst dich einschreiben. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder das Abo künden. Und wenn es dir gefällt, dann nachher hast du das im Abo und du kannst jeden Montag an unserem Kurs mitmachen. Oh, du bist ein Fotograf. Du hast den Plausch am Foteln, am Fotografieren. Also für die möchten am Kurs mitmachen, die können sich einschreiben auf swissgermanonline.app und dort die VIP-Version natürlich wählen. Und das kostet 45 Franken pro Monat, aber der erste Monat ist gratis, wenn ihr euch dort einschreibt. Also, dann habt ihr den ersten Monat gratis. Und zudem gibt es auch noch eine App für iPhone, die ihr auch herunterladen könnt und brauchen. Aber es ist besser, wenn ihr euch auf «Hallo Jetmir» oder «Jetmir» es ist besser, wenn ihr euch auf der Homepage swissgermanonline.app könnt einschreiben und dann könnt ihr das ausprobieren. Wir haben immer eine halbe Stunde Livestream, also so wie da, ich bin am Reden, wir haben noch Bilder, wir haben noch Text und dann nachher haben wir einen Dialog, einen längeren Dialog, eine halbe Stunde lang reden wir darüber reden und am Schluss gibt es noch die Möglichkeit, hallo Claudia, am Schluss gibt es noch die Möglichkeit, eine halbe Stunde lang für die wollen, an einem Zoom-Treffen teilzunehmen. Also, da könnt ihr miteinander reden, in kleinen Gruppen von 2 bis 3 Leuten. Und mit dem Text und den Fragen von der Lektion könnt ihr dann arbeiten. Und wenn du Zugang hast zu unserer Homepage, dann hast du auch Zugang zu allen Lektionen, die schon waren. Also du hast dort ganz viel Material, das du selbstständig kannst noch im Nachhinein anschauen, wiederholen, lernen. Und es ist alles übersetzt auf Englisch. Also nicht wie jetzt, wo ich nur mehr rede und du musst alles verstehen und sonst hast du keine Chance. Jetmir,
Am Sonntag habe ich eigentlich keinen Kurs. Das ist nur ein kurzer Livestream, um mit euch zu reden und euch zu sagen, dass es am Montagabend einen Kurs gibt. Wenn du am Montagabend nicht teilnehmen kannst, vielleicht bist du nicht immer frei, dann nachher kannst du auch später das am Dienstag auf die Homepage gehen und dann unseren Livestream schauen und unseren Dialog sehen. Sherab, ja, du kennst meinen YouTube-Kanal schon, genau. Und wenn du willst, kannst du auch auf unseren Montagabend-Kurs kommen. Du musst einfach auf meine Homepage gehen, Swiss German Online, swiss-german-online.com/app. Und dort kannst du dich einschreiben für den Montagabend-Kurs. Ja, es würde mich freuen. Wenn du ins Zoom-Treffen kommst, dann sehen wir uns, dann sehe ich dich auch. Also die meisten Leute im Zoom-Treffen haben ihre Kamera angeschaltet und natürlich das Mikrofon unbedingt. Und dann können wir miteinander reden, einander kennenlernen. Es sind alles Leute, die gerne Schweizerdeutsch lernen. Und dann manchmal reden wir ganz viele verschiedene Sachen an. Patti, hallo, du bist heute mit deiner Kollegin spazieren. Schön. Ich bin heute mit meinem Mann spazieren, aber es war schon dunkel. Wir waren ein bisschen spät unterwegs. Vorher hat die Sonne geschonen, vorher bin ich mit dem Hund ein bisschen spazieren. Aber mit meinem Mann bin ich erst im Dunkeln spazieren. Spazieren macht immer Spass oder ist immer der Plausch, könnte man sagen. Genau, Olivia, heute manchmal hat es ganz eine schöne Nachthimmel. Hallo Maria, danke für dein Kompliment. Manchmal hat es einen ganz schönen Nachthimmel mit vielen Sternen. Heute haben wir ein bisschen den Vollmond gesehen, durchgüchseln. Also zwischen den Wolken haben wir ein bisschen den Vollmond gesehen. Das war auch ganz schön. Also für die neu dazugekommen sind, vielleicht könnt ihr uns noch sagen, was euch den Plausch macht, an was ihr Spass habt. Wir Schweizer sagen noch häufig, ich habe den Plausch an etwas. Also an was habt ihr den Plausch? Zum Beispiel, ich habe auch den Plausch, wenn ich mit einer Gruppe reisen kann. Ja, wenn ich einen Ausflug machen kann. Ja, ich habe zum Beispiel in der Nacht, in der Nacht ist es kälter als am Tag, wenn wir spazieren. Und manchmal jetzt, in dieser Jahreszeit, friert es schon, also man muss sich warm genug anziehen. Ich bin zum Beispiel Lehrerin und dann früher, als ich noch Klassen hatte und an der Schule gearbeitet habe, hatte ich den Plausch mit den Kindern, wo ich mit den Kindern einen Ausflug machen, eine Schulreise machen, mal ein bisschen weg vom Klassenzimmer. Super, Sherab, du hast meine App heruntergeladen, aber es ist besser, wenn du auf die Homepage gehst, Swiss German Online/App, und dann kannst du dort dich anmelden für die VIP-Version. Ich habe Plausch. Peter, du hast den Plausch, wenn du wandern kannst. Du hast den Plausch am Wandern. Ich habe auch den Plausch am Wandern. Oder es gibt auch zum Beispiel spezielle Wege an verschiedenen Orten. Ich weiss, in der Nähe, wo meine Eltern wohnen, gibt es zum Beispiel einen Klangweg. Ich weiss nicht, ob er jetzt noch dort ist, aber es ist so ein Weg, der markiert ist. Und immer wieder hat es so Stationen, wo so Geräusche sind, wo man so Klänge machen kann, wo man Musik machen kann oder so. Das ist zum Beispiel noch interessanter als einfach nur wandern. Dann gibt es einen speziellen Klangweg oder einen Barfußweg. Das ist auch der Plausch. Sherab, wenn du auf die Homepage gehst und du dich einschreibst, du musst Sign-in machen und du musst dich einschreiben. Und dann nachher kannst du, hat es oben einen Knopf, der heisst Livestream. Und dort musst du drücken und dann nachher tut es dich gerade mit unserem Livestream. Aber das ist erst am Montag am Abend am 8 Uhr.
Also vorher passiert dort nichts. Und dort hast du dann auch so einen Button, so einen Klicker, einen Knopf, wo du draufdrücken kannst und dann kannst du zum Zoom-Meeting kommen, wenn du möchtest. Also im Zoom-Meeting tun wir immer den Dialog noch einmal durchlesen und Fragen miteinander besprechen. So persönliche Fragen, was du denkst, eben so wie jetzt zum Beispiel, an was hast du den Plausch? An was hast du den Plausch? Okay, das war es von mir. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen, erholsamen Sonntag gehabt und ihr habt vielleicht auch etwas gemacht, was euch den Plausch gemacht hat. Ihr habt den Plausch mit eurer Familie oder Freunden. Und ich wünsche euch einen guten Start morgen in die neue Woche, in die neue Arbeitswoche. Und vielleicht sehen wir uns ja am Montagabend, am 8. Uhr für unseren Kurs. Ich hoffe, es klappt für die da sich einschreiben, die möchten. Sharon, oder ich weiß nicht mehr, wer da geschrieben hat. Ich habe den Namen vergessen. Es ist ein neuer Name für mich. Und dann können wir morgen uns nachher kennenlernen und ihr könnt schauen, was das Paar in dieser Geschichte macht. So verschiedene Ideen, die sie haben für einen Novemberabend. Etwas, das ihnen den Plausch macht. Etwas, das sie freut. Wie sie ihre Zeit verbringen. Share up, genau. Share up, du hast vorher geschrieben, oder? Vielleicht sehen wir uns morgen. Ich hoffe, es klappt. Es ist einen Monat lang gratis. Gut, hast du verstanden? Gut. Einen Monat lang ist es gratis. Könnt ihr reinschauen, 4-mal mitmachen. Und dann nachher könnt ihr euer Abo weiterführen und dann kostet es 45 Franken pro Monat, oder ihr könnt sagen, nein, das ist nicht das, was ich suche, das ist zu schwierig oder das ist zu einfach oder das ist nicht interessant oder ich habe keine Zeit, und dann könnt ihr wieder, wenn ihr nicht wollt, könnt ihr das kündigen, das Abo. Okay, ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit, eine schöne Woche und bis morgen vielleicht. Tschüss zusammen. Es würde mich freuen, die eine oder andere von euch zu sehen. Morgen. Tschüss zusammen.